Vorsorge ist besser als Nachsorge. So heißt es bei unseren deutschen Opern. Das ist ein Prinzip, mit dem bestimmt jeder kann d'accord sein. Aber wusst ihr, dass den Vorsorgeprinzip auch bei politischen Decisionen gibt? Das ist eine gute Sache. Stell dir mal vor, dir werdet Politiker, und müsst eine Decision an einem ganz technischen, wissenschaftlichen Bereich holen. Es geht mehr genau um den Glyphosat. Für die eng ist das der nützlichen Unkrautvernichter, den Feld gebraucht wird. Für andere ist es eine krebserregende Substanz, die zu Krankheit und Tod führen kann. Annelo, dir liest natürlich die wissenschaftlichen Texte, fragt nur Beweise für die eine oder die andere Position, schwätzt mit Experten. Aber weder die eng nach die anderen Beweise erst 100%ig überzeugen, wat wann die enge Etude soen, de Glyphosat wär harmlos, an andere Studien soen, et gäbe ein Gefahr bestohlen. War das wirklich, wie verschiedene behaupten, Beweise auch allemal gefälscht gehen, für wissenschaftlich Interessen zufriedenzustellen? Wie entscheiden, wann die unterschiedlichen Interessen im Spiel sind? Einerseits eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit der Bürger, andererseits als Landwirtschaft, die seht sie bereichten Unkrautkiller. Was gebt ihr machen als Politiker? Keine einfache Decision, gell? Aber genau aus diesen beiden Ursachen haben wir das Fürsorgeprinzip an der Europäischen Union. Und dafür könnt ihr euch auch ganz bestimmt vorstellen, wie ich da bei so einer Diskussion, noch so einem Sujet aufstimmen, am Zweifelsfall für die Gesundheit. Für responsable Politiker müsste das Präkautionsprinzip die Regel sein. Wenn es Zweifel gibt bei einer wichtigen Decision, bei Verdacht auf negativ Aspekt, aber wenn der Verdacht oder das Risiko noch so klein wären, muss sich für das Wohl vom Bürger entscheiden. Das Fürsorgeprinzip hat seine Originen an der deutschen Gesetzgebung. International goufen am Kontext von den Gesetzen über Klimawandel und Umweltschutz überholt. Und am Anfang der 90er Jahre gouf diese Prinzip sogar an einem ganz wichtigen europäischen Text angeschrieben, steht am Maastrichter Vertrag im Zusammenhang mit der Umweltpolitik. Das Vorsorgeprinzip gilt aber auch mehr generell bei allem, was Konsumentenschutz angeht, Lebensmittelbereich, Tieren- und Pflanzenschutz. An all diesen Bereichen wird also präventiv gehandelt, wenn ein Risiko besteht. Europa hat das Prinzip dann auch schon ganz tags appliziert, wenn es um den Klimaschutz geht, um Pestiziden, zum Beispiel bei denen, die der Bienenpopulation schüren, beim Asbest, bei OGM und so weiter und so fort. An das Präkautionsprinzip spielt doch immer eine wichtige Rolle bei unseren internationalen Handelsakkoren. Natürlich heißt vorsichtig sein nicht fährten. Ein paar Konditionen müssen erfüllt sein, für das das Prinzip angewandt gehen. Wissenschaftliche Studien müssen vorliegen, die Risiken müssen genau aufgeschaut gehen, die Konzernierten müssen an Entscheidungen mit angebunden gehen, Mesuren müssen proportional und nicht diskriminatorisch sein. Und es muss auch zu all Amend jeno Entwicklung von der Wissenschaft die Decision nicht neu definiert gehen. Safety first, also Sicherheit vor allen anderen Prinzipien. Für responsable Politiker also so ein Handeln eine Selbstverständlichkeit. Wenn ihr muss Decisionen auf Sujeten holen, die direkt oder indirekt Gesundheit von der Bevölkerung betreffen, am Zweifelsfall, wie gesagt, immer für die Gesundheit und dafür Nein zum Glyphosat.